Ob Social Beer Game oder Eisbucket Challenge. In den letzten Jahren hat es schon einen Haufen Challenges bei uns im Internet gegeben. Der neueste Trend, der aus Amerika überschwappt, ist jedoch die Ich verpacke mich in einem Paket und verschicke mich selbst Challenge. Deswegen habe ich schon mal ein Backel hergerichtet, in dem ich mich ganz gewiss nicht verschicken werde. Wenn mir das definitiv zu blöd ist. Wir machen stattdessen was anderes. Ihr werdet euch jetzt denken, der rennt mit dem Hackel rum, der hat einen Fohlenvogel. Nein, ich habe mir mal gedacht, warum fangen wir nicht einmal was von uns an? Challenges gingen immer von Amerika zu uns über, vielleicht schaffen wir es auch, dass wir mal ein wenig dagegen wird. Dann habe ich überlegt, wenn man so eine Challenge anfängt, auf was soll es ankommen? Sie sollte einen leichten Anspruch haben und sie sollte im besten Fall nur einen guten Zweck haben. Und deswegen habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Wir machen die Holzscheitel-Challenge. Um dem Ganzen nur ein bisschen mehr internationalen Hauch zu verleihen, können wir das natürlich auch Splitting Challenge nennen. Das Ganze ist ganz einfach. Ihr braucht ein handels- bzw. waldübliches Holzscheitel, eventuell einen Hackstock, weil ich glaube, am Küchentisch ist das nicht ganz so klasse, da wird es ihm einmal nicht recht gefreien. Und natürlich eine Axt. Folgende Aufgabe: dieses Holzscheit mit so wenig Schlägen wie möglich komplett auseinanderspalten. Das machen wir jetzt einmal. Das war ein Schlag. Was ist jetzt der gute Sinn? Das haben wir gedacht, machen wir ganz einfach. Für jeden Schlag, den man braucht, um das Holzscheitel auseinanderzubringen, spendet man einfach 1 Euro an, ich sage jetzt mal, die Kinderkrebshilfe, weil das, denke ich, ist eine gute Institution. Da ist das Geld gut aufgekommen. Um daraus eine richtige Challenge zu machen, müssen wir natürlich auch noch Leute nominieren. In diesem Fall sagen wir mal, machen wir 3 Leute. Ich nominiere einen Steininger und sein Team von Bayerische Freaks. Da könnt ihr übrigens auch mal vorbeischauen, das ist ein Kollege von mir, ich tue es in die Beschreibung rein. Dann nominiere ich einen Ettenfahrer. Auf Facebook ist der einer unterwegs. Werden auch die meisten von euch kennen. Und als drittes, weil wir gerade so lustig sind, ein Vollgerät. Gut, da stelle ich mir das jetzt schwierig vor, der war in einem Video eigentlich noch nie zum Sehen. Der kann ja theoretisch das über, ja, wenn nicht, dann machst du halt das nicht als Audio, so wurscht. Jo, ich hoffe mal, da wird was draus. Das war jetzt mein Beitrag zu dem Thema, weil mir das ehrlich gesagt tierisch am Sack geht mit den ganzen Challenges, hat keinen Sinn. Now verschickt sie irgendein 12-jähriger Kerl in einen Backel, nein. Sehe ich keinen Sinn dahinter. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir so ein wenig was draus machen. Schauen wir mal, was draus wird. Servus, bis zum nächsten Mal. Seid freundlich, Havaderi.